Ja, Leute, ihr seht richtig. Vor uns steht Ursaluna. Eine offensichtliche Weiterentwicklung von Ursa Ring. Nehme ich jetzt mal sehr stark an und keine Zweitentwicklung von Teddy Ursa. Andererseits denke ich mir so wie es reinguckt, ist es nicht unbedingt sehr happy offenbar. Nun zeig Ursaluna, wie stark du bist. Aber denk daran, dass Ursaluna ein sehr wichtiges Pokémon von dem Perl-Clan ist. Es ist dir nicht gestattet, es zu fangen. Schade. Eigentlich schon krass, war? Er ist auf 2 Beinen, jetzt ist er auf 4 Beinen. Oh! Ja gut, den Move hat Teddy Ursa sage ich schon, hat Evoli auch drauf. Coole Augen. Nee, da verziehe ich mich wieder. Oh! Natürlich cool, dass ich schon mal sehe, was für ein Pokémon-Typ es ist. Sehr effektiv. Hat also einen 2-Typ bekommen. Okay, es ist Boden. Weil Eis ist sehr effektiv. Wasser ist sehr effektiv. Und vor allem Donner ist gar nicht effektiv oder wirkungslos, also muss es Boden sein. Normal Boden also. Weil Ursa Ring ist ja Typ Boden. Typ normal meine ich. Coole Augen. Ja, von mir aus kannst du coole Augen einsetzen, mir gerade egal. Aquavelle ist immer speziell. Alter Schwede. Digga, was geht mit dir ab? Aber ein Geist-Pokémon im Team wäre ganz praktisch und ein Schlitzer. Und Evoli will ich irgendwie zu Psyana und Nachtara machen, wa? Eigentlich müssen wir Regelava reinwechseln. Also hoffentlich die höchste Defense haben wird. Jetzt ist halt die Frage, Walze wird nicht sehr effektiv sein. Flammenrad habe ich immerhin Kraft drauf. Man könnte es mal versuchen. Das wird dann der Bodenattacke. Vor allem jetzt reinguckt so. Ich hab Boden drauf, ich bin geil. Gleich nicht mehr, Alter. Luxio! So. Eiszahn bitte beenden. Entwicklung möglich? Ja, haben wir schon gesehen. Danke. Mein Liebling Ursaluna. Du musst von dem ganzen Herumtoben richtig erschöpft sein. Gleich geht's dir wieder besser, versprochen. Dies ist eine geheime Medizin des Perlclans. Unser Wundermittel, das den Körper von Toxinen und Schadstoffen befreit. Oh, cool, können das auch haben. Wir nennen diese Medizin den Toxitilger. Den Toxitilger. Uah. Dieses Mittelchen ist extrem stark. Da können wir es nur für robuste Pokémon wie Ursaluna verwenden. Ah, schau, es scheint sich beruhigt zu haben. Aber seltsam ist das schon. Ist er nicht geleuchtet? Das war nicht voll in Rage. Genau. Ihr von der Galaktik-Expedition seid überraschend kompetent. Als du das im Rage fallende Axante beruhigt hast, konnte ich sogar von hier aus sehen, wie ein Licht in den Himmel emporstieg. Doch von Ursaluna ging kein seltsames Licht aus, weder bei eurem Kampf noch davor. Und dann klebte dann noch etwas in Ursalunas Körper. Im Gesicht, ja. Ich denke, es ist eine Art Puder. Außerdem frage ich mich, warum wollte sie Natsu und Diamant-Clan überhaupt mit mir über Ursaluna sprechen? Tja, nachher hat er fast was Wichtiges vergessen. Willst du die Lysium-Flöte für mich spielen? Ursaluna hat eine Melodie eingeprägt. Du hältst die Erdtafel von Ursaluna. Okay. Ursaluna ist sehr geschickt im Suchen von Schätzen, die unter der Erde vergraben liegen. Tja. Nun gehe und lass den Expeditionsleiter wissen, was sich hier zugetragen hat. Luna. Was Luna?
kannst nun zu dir rufen, um mit ihm nach Schätzen zu graben. Sehr geil. Stark reagiert, soll es ein Y. Das ist Kostbarkeit. Das klingt nicht schlecht. Was muss ich zurückgehen? Na warte mal, ich will ja hier erstmal ein Expeditionslager aufschlagen. Das ist die eine Sidequest. Das schüttelt sich irgendwie gar nichts. Aber Kokobaum hier hat es irgendwie auch nicht. So, warte mal, Leute, muss ganz was anderes machen, ganz kurz. Schon ein bisschen besser. Moment, bin gleich wieder da. So, jetzt aber. Problem ist, es gibt irgendwie so eine Tageszeit bei mir, es ist nicht Nacht wie hier im Spiel. Oh, das kann ich eigentlich nach Tara entwickeln, wa? Es ist nicht Nacht wie hier im Spiel, sondern bei mir gerade, ja, Dämmerung könnte man sagen. Und die Sonne war gerade so einen ganz doofen Moment, sag ich jetzt mal, in der Höhe, wo, ja, was mir gerade ganz ekelhaft reingeschienen ist. Muss man ganz kurz intervenieren. So. Ja, 24, Entwicklung möglich. Ja, also schon mal gesagt, Spiel. Oh, Nierlicht. Entwicklung möglich, immer noch. Ja. Ach komm, scheiß drauf. Mein Psyana habe ich ab und zu mal gemacht, aber wirklich nach Tara hatte ich glaube ich noch nie. Also nie, schon sehr lange nicht mehr. Das ist natürlich die Frage, wird sie wirklich zu nach Tara? Deswegen erstmal hier aber speichern, das kann nicht schaden. So. Jetzt aber, Freunde. Entwickeln. Nein, warte mal, Moment. Wir haben ganz vergessen. Es wird zu Felinara werden. Ah, warte mal. Ich habe gespeichert. Wir können es mal ganz kurz angucken, wie es aussehen würde als Felinara. Weil ich ja coole Augen drin habe als Feen-Move. Ja. Felinara, neue Attacke zur Verfügung. Feenbrise. Ich muss zugeben, ich habe auch noch nie einen Felinara trainiert, wirklich so. Der Spezialangriff ist doch deutlich. Was mir halt in dem Spiel ein bisschen gezeigt hat, ist, dass wir Pokémon brauchen mit einer hohen Defensive. Und deswegen, Felinara ist zwar cooles Viech, oder sieht auch cool aus und so. Aber machen wir es lieber mit einem zweiten Evoli. Also halt noch andere Evolis fangen und das hier wird dann doch zu nach Tara entwickeln. Das heißt, nochmal ganz kurz raus, nochmal neu starten das Ganze. Ching ching. Dann nehme ich ihm nämlich die cooler Augen weg, damit sie eben keinen Fin-Move mehr im Pool hat, also im aktiven Pool halt. Und dann machen wir uns ein Nachtara. Jo. Letzte Folge schon gesehen. Danke, Spiel. So, rotes Sumpfland. Ja, immer noch. Kann ich's. Hä? Aber rausnehmen kann ich schon, oder geht das gar nicht? Dass ich zum Beispiel nur 3 Attacken drin hätte. Ach, wir müssen ihm erst nochmal eine Attacke beibringen, also müssen wir mal eine Attacke lernen. Okay, das heißt, momentan können wir dieses Evoli gar nicht zu Psyana oder nach Tara entwickeln, weil wir gar keinen weiteren Move haben. Das ist natürlich ein bisschen doof. Okay, ich muss noch ganz kurz warten. Ja, wie gesagt, ich könnte natürlich zu Felinara entwickeln, hätten wir das Problem zumindest mal temporär gelöst, aber ich will eigentlich gerne nach Tara jetzt haben. Können wir mal hier das Vieh rufen.
Ah, jetzt. Altes Gedicht 9. Hä? Eines der alten Gedichte, die überall in die Hisui-Region ausgegraben werden. Die Handschrift des Hundes, die von derselben Person erfasst wurden. Ja. Hinfort trägt der Strom der Pokémon Gebein und gleichsam auch der Gedanke mein. Dem Meer entgegen geht die Reise, die Welt umkreisen sie auf ihre Weise. Drum nenne mir die Zahl der Knochen, die fortgetragen schon der Fluss, die Zahl jener, die noch gehen muss. Denn stets war doch mein Herz gebrochen. Ist ein bisschen creepy, aber okay. So, immerhin schon mal 3 Platten, aber jeden einsetzen geht natürlich nicht. Wir wissen auch alle, bei welchem Pokémon es überhaupt gehen würde. Die Frage, soll er die jetzt schon mal zurückholen oder warten wir jetzt noch ein bisschen noch ab? Was sagt denn gerade die Map dazu? Die Map sagt, dass wir schon relativ weit sind. Warte mal. Alles noch eine Mission. Ich dachte gerade, hä? Expedition den Buch, was geschehen ist. Ja, aber wir haben doch hier jetzt irgendwie noch das hier. Neue Basis errichten. Neue Basis hier draußen wäre schon nicht schlecht. Unser Ursa-Navi. Hey Janma. Na, was geht ab? So. Wir können wieder ein paar Pokebälle herstellen. Warum eigentlich nicht gerade hier für das Janma einsetzen? Ja, hätte doch klappen können. Aber das Fangen wollte es jetzt sauer oder was? Ich glaub's auch. Sag mal, ich renn doch weg. Wieso haben die Pokémon überhaupt Suchdinger? Ey, ganz ehrlich, Attacke mit Suchmuster, glaube es hackt. Die sind noch ein bisschen stark hier draußen, merke ich gerade. So viel dazu. Ach so funktioniert das interessant. Damiplex den Zug, brauche noch ein paar Aprikoko. Oh, was anderes. Das sind keine solche Bäume, wa? Mist. Ja, hat er schon gesehen. Nee, Bulak. Voll auf die Fresse. So, komm. Kann ich irgendeinen Pokédex-Eintrag mit irgendwelcher Dingsbums hier? Psycho? Was? Ein Skuntank noch? Wo? Aua! Hab gar nicht gesehen, das Viech. Aber dann Dampfwalze. Danke und tschüss.
interessant da. Hier oben hat es viele Bäume. Vor allem mit Beeren drauf halt. Das ist noch so ein Viech, aber egal. Ursaluna, dann ich wieder ein paar Items haben. Also wenn wir natürlich schon welche finden würden. Und hier sieht es ja schlecht aus. Hä? 20, das ist natürlich viel. Das ist ein Apollo hier, krass. Kein Stein, der wackelt, das ist auch kein Georock. Was? Also. Hatte gerade, hey, wo fliegt denn jetzt der Pokéball hin? Meine Tasche, die ist voll. Das ist doch einfach scheiße. Noch ein Glanzstein, noch ein paar Beere mehr. Was für ein Gestank. Und was für ein Schaden. Aua. Warte, bleib besser da, wo du bist. Schau dir das an. Sie sind einfach so ein Bodenbesitzer, der das Lager errichten wollte. Ein Skunkapur allein ist ja schon schlimm genug, aber gleich mehr auf einmal. Ich brauche Hilfe von jemandem, der sich gut mit Kämpfen auskennt. Ich kenne mich aus. Ich mach das schon. Bäh. Ja, du mich auch. Bäh. Komm hier, Lex. Cool, wenn natürlich jetzt Dampfwalz alle Pokémon erwischen würde. Weil eigentlich sind ja alle, oder stehen ja alle um mich herum. Drei gegen 1 ist unfair, wenn ich mal eine richtige Move-Attacke einsetzen kann. Eine richtige Arealattacke halt von mir aus. Und vergiftet wieder mal. Du bist ja wirklich stark und auch deine Pokémon sind so mutig. So ein Kampf gegen die Skunkapuni hat mir die Nase gerümpft. Ich bin sprachlos. Ich auch. Dank dir kann ich jetzt das Lager richten. Bitte warte einen Moment. Roger, Roger. Na, was sagst du? Hier kann man sich doch wohlfühlen, oder? Das Skunkapur haben glücklicherweise einen Gestank mitgenommen, also kannst du dieses geruchsneutrale Basislager jetzt nutzen. Sehr geil, Mann. Wir haben jetzt ein Lager hier. Und der Ernest-Boss ist in unser zweites Basislager hier im Roten Sumpfland. Vielleicht kommt das Skunkapur früher oder später zum Spielen vorbei. Wer weiß. So, danke Typi. Herstellen. Eigentlich vielleicht mal hier Lagerkiste. Da kann man mal einen Entwicklungsstein da reinschieben. Genau. Kann die Dinge auch mal reinschieben. Alle schieben. Man, solange wir keine Aprikoko haben, bringen die sowieso nichts. Die brauche ich vielleicht, aber die Schutzblume eher weniger. Die war fürs Erste auch nicht. Die Pokebälle kommen sowieso in die Lagerkiste. So, den Rest kann man, glaube ich, mal fürs Erste wieder mitnehmen. Also fast natürlich alles, weil das Ding kann auch weg. Beziehungsweise wird nachher verkauft. Schwertling kommt auch in die Kiste, genau. Teil davon brauche ich noch für Sidequests, aber nicht vergessen. Leistungssand und Leistungskies.
Warte mal. Nehmen wir vielleicht auch wieder mit. Und wende es direkt mal an. So. Ich überlege vielleicht mal Roselia mitzunehmen. Weil Pflanzengift ist schon ein cooler Typus. Alter, der Spezialangriff ist der hoch. Nee, Bulak. Geist-Pokémon und Geist-Gift wird zum Teil auch ganz praktisch. Alter, guck mal das an. Nebulak Stufe 20 hat 91 Spezialangriff und das wird auch mal 122 Spezialangriff. Nur 2 Level höher. Alter Schwede. Ist relativ flink. 3 Level später würde es zu Alpolo werden. Für Gengar muss ich es tauschen. Warte mal, da ist ja ein anderes Spiel. Hier gibt es ja dieses seltsame Link-Kabel-Dingsbums. Könnte man also auch versuchen. Aber gut, eher später. Die Pokis heilen. So. Dann. Alle Pokebälle. Nee, die möchte ich eigentlich ungern kaufen. Vielleicht die hier, das können wir uns überlegen. So, verkaufen. Dann haben wir wieder die Dinger. Sehr schön. Danke. Professor Leben. Wir können weitermachen. Oh, da scheint irgendwas in dir zu hängen, Michael. Hä? Was ist etwa ein Pokémon? Irgendwie erinnert es mich an etwas, wovon mir Volo erzählt hat. Buchstaben im gleichen Muster, die in die Wände des Ruin des Trosses gemeißelt wurden. Möglicherweise haben wir es hier also mit einer Pokémon-Art zu tun, die eine Gestalt verschiedene Formen annehmen kann. Lass mich deinen Pokédex einen neuen Abschnitt speziell für diese Pokémon hinzufügen. Echt jetzt ein Inkognito-Dex? Wieder mal. Ja, den muss es doch immer mal wieder geben. Na nun, im Abschnitt taucht plötzlich seltsame Buchstaben auf. Nakios vorhin hat eben auch reagiert, oder? Vielleicht zeigt es dir etwas dazu an. Inkognito-Forschungsnotizen. Drück den Y-Knopf, wenn du die Pokédex-Übersicht siehst, um deine Inkognito-Notizen zuzugreifen. Sie auf die geheimnisvollen Symbole und folgenden Hinweisen versteckten Inkognito zu finden. Die Inkognito werden ihre mysteriösen Kräfte nutzen, so verhindern, dass du mit deinen Pokémon gegen sie kämpfen kannst. Du kannst aber versuchen, sie zu fangen. Okay. Das ist schräg. Okay, muss ich nochmal die Buchstaben lernen. Okay, dann sollte also hier vermutlich irgendwo ein Näher Inkognito sein, wa? Oder sehe ich die vielleicht auf der Karte jetzt hier auch? Also ganz krass, aber glaube ich ja weniger. Nur weil es hieß irgendwie immer nachlos, wenn er darauf reagiert. Ja, dann irgendwie schon mehr Sinn machen. Aber ich habe davon gehört, dass irgendwie Inkognito hier ein bisschen spezielle Rolle haben und so, dass die überall irgendwie wie dran kleben an Wänden und so und dass man sie so dann fangen kann. Angeblich. Naja, ein anderes Mal, Freunde, jetzt erstmal hier abschließen. Alter, die Kohle. Du scheinst mit deiner Forschung hier gut voranzukommen. Lass mich mal sehen. Faszinierend. Ich werde den Pokédex in diese Informationen aktualisieren. Jetzt die Purze. Rang 10. Burmiwissen, Kleinstein. Wir konnten vieles komplettieren. Igla ist auch schon komplett. Also komplett. Was halt auch storyrelevant und so ist. Natürlich nicht hier alles gemacht. Aber ganz ehrlich, dass viel noch viel bringen würde, ist zu hinterfragen. Evoli, Entwicklung erforscht. Das wir entwickelt haben, ja, noch keinen, stimmt. Ich wollte gerne, aber ist momentan schwierig, wenn ich den Move nicht austauschen kann. Aber kommt noch, kommt noch.
Was muss ich jetzt machen? Ins Dorf zurückkehren, bitte. Puh. Ein Inkognito und ein Ursa Luna. Ja, ja. Ja, winkt noch lauter. Beziehungsweise noch größer. Geh schnell zum Büro des Expeditionsleiters. Wieso was passiert? Man, wir haben hier niemals eine Ruhe, Freunde. So, natürlich werden wir ins Büro gehen. Machen wir aber erst in der nächsten Folge. Ich glaube, wir werden auch in der nächsten Folge hier noch ein paar Quests abschließen, die wir jetzt ja quasi abschließen können. Große Bammelin, nee, der war es nicht. Der zum Beispiel. Den können wir machen. Den können wir auch abschließen. Den 3 Blättern, das sich im roten Sumpfland aufhält. Der hat ursprünglich mal, das wäre Myrapla, aber noch keins gesehen. Von Roselia, ich glaube, haben wir auch noch nicht, war einen kompletten. Okay, das heißt irgendwie 1 oder 2 Quests können wir abschließen. Was ist die hier? Direkt um die Ecke. Ja, das können wir noch mitnehmen. Und dann würde ich auch mal ganz gerne noch gucken wegen dem Move für Evoli. Wegen die für Evoli einen neuen Move irgendwie lernen können oder wir echt erst warten müssen, bis es halt neue Moves von selber lernt. Der Klang der Wiesen. Metallknospe. Gute Arbeit. Ja, danke schön. Man tut, was man kann. So. Dann haben wir... was ist jetzt passiert hier? Ah, das sind ja meine eigenen Dinge, die ich hier mal markiert habe. Okay. Die jetzt noch Gültigkeit haben, ist ein anderes Thema. Da würde ich gerne auch mal irgendwie noch herausfinden. Aber erst einmal... ja, muss er zurück, war. Kann ich eigentlich nicht direkt zurück? Muss ich immer erst über den Professor abschließen, oder was? Ich glaube, wenn ich irgendwie im Pokédex nichts gemacht habe, dann kann ich direkt zurück ins Dorf, wa? Ach ja, haben die vielleicht irgendwie neue Ware? Federball-Set. Was auch immer das sein soll, okay. Ah, okay, gut. 30 Federbälle ist ein Federball-Set. Gut zu wissen. Die ganzen Beerendinger und so, okay. Okay, die Quest muss ich rein. Ganz kurz gucken. Bei ihr hier, bei der Attackemeisterin. Und das ist natürlich jetzt praktisch. So. Erstmal gucken. Eisenschweifen, Feuer-Pokémon. Nee, gab ja weniger. Staravia, irgendwelche geile Moves. Unheilböen, nee. Sternschau auch nicht, braucht keine speziellen Moves. Das ist einfach alles als Stammpauke. Hier wäre mir eigentlich Spezialattacken noch egal, aber ist nicht das, was ich unbedingt will. Tamirplex, also bei ihm oder bei dem finde ich irgendwas. 10 Kopfstoß, ja. Physisch wäre es jetzt schlechter, momentan muss ich einen anderen Move noch einsetzen. Oh, Energieball. Ach du Scheiße. Spukball auch noch. Was ist mit dem Tamirplex los? Ganz ehrlich, welches Tamirplex kann diese Moves lernen? Zeig mir eins, bitte. So, komm, Eiszahn muss aber drin haben, wollte ich gerade sagen. Oh, natürlich ein Eishieb, eventuell noch besser als ein Eiszahn. Eisenschweif brauchst du als Elektro-Pokémon auch nicht. Als Wasser-Pokémon. Ja, mal los. Hey, ja! So. Dann noch Evoli. Okay, es gibt was, sehr schön. Spukball. Ja, der Move ist sicher nicht schlecht.
Den kann ich auch als, ja gut, das ist das Problem, weil wenn ich jetzt sage, okay, jetzt mache ich Nachtara draus, wieso dann Spukball? Weil es eh ein Unlicht-Pokémon, dann würde ich ihm eher einen Unlicht-Move geben. Gedankengut hingegen, das kann ich auch als Dingo gebrauchen, als Nachtara. Spukball wäre halt vor allem dann eben gut, denke ich mal, für Felinara oder vor allem natürlich für Psyana. Und Spukball als Psyana, als Psycho-Pokémon natürlich ganz geil. Aber egal. Komm, jetzt machen wir die beiden Moves noch. Dann haben wir die auch noch beigebracht. Sehr gut. Hier kann man eigentlich auch mal gucken, was die theoretisch noch so lernen könnten. Nebulag mit Feuerschlag, Donnerschlag. Ja, ist halt physisch. Und Nebulag ist, wie auch Alpolo und Gengar, sind ein Spezialangriff, nicht auf physischen Angriff. Da bringt mir nichts. Energieball, Matschbombe. Alter. Zauberschein. Lecco mio, hey. Ich meine, natürlich als Geist-Gift-Pokémon in dem Sinne müssen natürlich eigentlich vor allem noch Matschbombe drauf haben. Spukball kann man sich darüber streiten, weil wir müssen eigentlich sowieso selber lernen. Zauberschein als Feen-Pokémon sich auch nicht schlecht. Energieball, alter Schwede. Was die Viecher hier für Moves lernen, ist ja unglaublich. Wie sieht eigentlich hier mit unserem Sichlo aus? Kreuzschere, Psychoklinge. Boah, Alter. Also muss ich sagen, hier Nebulag ist ein ganz heißer Kandidat noch fürs Team. Ja, wenn er jetzt schon so einen hohen Spezialangriff hat und die Initiative natürlich auch super ist, also der wird richtig reinhauen. Stachel ist jetzt wirklich ein Typ Boden. Okay. Zauberblatt, dann nicht schlecht. Gifthieb. Als Roselia. Nee, speziell, ja, physisch nein, aber das gleiche Prinzip wie bei Nebulag. Nach hier wieder. Energieball, ja sicher, also ich meine, nicht lange darüber reden, plus Matschbombe. Da war zwar noch ein Lichtstein, wäre natürlich ja geil. Damit ich halt Roselia zu Roserade entwickeln könnte. Und auch hier dann die Kombi, Energieball, Matschbombe, Zauberschein. Kann natürlich auch auf einen Pflanzengift-Pokémon machen. Also man sieht hier, da natürlich eine ganz krasse Moves drauf. Dann irgendwie geht es noch wie Stachelspur zum Beispiel. Damit ich ihn noch paralysieren könnte. Ja, dann wäre sogar möglich, dass irgendwie so ein Roserade nachher ein Ersatz würde für Luxtra. Dann habe ich zwar Pflanze Gift im Team. Wollte ich Nebulag und so als Geistgift irgendwie aktuell auch nicht so wirklich. Naja, muss man aber auf alle Fälle angucken, Freunde, genauso wie das hier. Geistgift. Natürlich ein Geistgift hätte aber kein Unlicht-Pokémon. Andererseits wären natürlich Defensivwerte vermutlich von Nachtara wären enorm geil. Ein Ritamir-Plex. Ja, Freunde, wisst ihr was? Ich werde mir dafür noch ein paar Gedanken machen und das genau machen. Also, wie wir halt da Evoli entwickeln wollen, also zumindest das erste Evoli, ob es wirklich ein Psyana und Nachtara wird, oder vielleicht auch ein Felinara. Oder ob wir irgendwie. Ja, dieser scheiß Mausersamen, hey. Keine Ahnung, wo wir den kriegen sollen. Items tauschen? Nee. Passt, dankeschön. Und was wir noch mit anderen Pokémon fürs Team machen, eben ob wir jetzt irgendwie noch ein Roselia und Nebulag ins Team nehmen. Dafür was anderes auf die Box schicken. Also noch abwarten, Freunde. Alles noch abwarten. Sehen wir in der nächsten Folge. Genauso wie hier Gespräch mit dem Boku, dem Expeditionsleiter. Und dann sind wir sicher zurück ins rote Sumpfland. Denn es fehlt auch noch einiges dort zum Erforschen. Und vor allem natürlich endlich mal das Schwarzaugit, dass wir von den dort einheimischen Georoks irgendwie stibitzen müssen. Mal schauen. Bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.